Firo net grad 2 Wochen huet de Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker seg Visioune fir Europa an der Rezolag vun der Union präsentéiert. Eng vun senge wichtigste Propose war, fir den europäesche Copyright, d'Autorerechte, ze verschaffen a Fitzemecher fir dat Digitalzeitalter. Dat klingt lo technisch, ich weiß dat. An das auch technisch. Dafür ist es aber nicht manner wichtig, weil der Schutz von den Droits d'auteur als ein Herzstück von unserer kultureller Diversität, auf dem wir ja so hochfrisch sind in Europa. Und diese Reform muss uns dafür helfen, das zu erhalten. Ihr wisst alle, als Zeit von Haut als digital, Smartphone, E-Book, Tablet, neue Generation von Television erneuern, sozusagen all Aspekte von unserem täglichen Leben als digital. Wir haben unendlich neue Möglichkeiten, neue Ekran, ganz innovative Apparate, die uns auch den Zugang zu kulturellen Produktionen wie Filme, Bücher und Musik erlauben. 73% der jungen Europäer konsumieren Serien, Filme und Musik über das Internet. Das hat natürlich eine direkte Konsequenz für die Rechte von denen, die alle die Kontenue schaffen, also für die Autoren. Vierdro wäre es möglich, ganz einfach eine Kontrolle und eine Übersicht darüber zu haben, was verbreitet oder was veröffentlicht wird. Heute, an der digitalen Welt, sind sehr Kopien gemacht. An den Internet-User kann ganz einfach Musiker, Filme an seinen persönlichen Videoen oder Audioen daheim abbauen. Das macht dann den Autoren immer mehr schwer für die suchen, die sie für ihr Erbe zu gut tun, auch anzufordern oder zu kreieren. Aber wenn die Autoren nicht mehr fair bezahlt gehen, da sind auch als Kreativproduktionen angefordert. Heute ist das Getmeidags an dem Kontext von einem Value Gap geschwert. Es gibt einen Groove zwischen dem, was ein Erbecht wert ist, und was die Autoren effektiv dafür kriegen. Für das mal ernst auszudrücken, stell dir mal vor, ihr geht einen Monat lang arbeiten, und am Ende des Monats kriegt ihr aber just ein Pai für eine Woche Erbecht. Gebt ihr das akzeptieren? Ihr könnt an das Kino gehen, und du bezahlt ein Ticket. Ihr könnt ein Buch kaufen, und du bezahlt automatisch die Autorenrechte mit. Das ist richtig. Leider geschieht das aber auf anderen Domänen heutzutage nicht mehr. Ihr kennt ja alle die Plattform YouTube. Du kannst jeder seine eigenen Videos uploaden und online setzen. Ganz tags ist das doch Musik. YouTube mischt 40% von den Revenus von der Musikindustrie aus. Das Problem ist, YouTube mischt just 4% von dem aus, was den Kreateure verdienen. Also 40% kriegen sie ran, 4% gehen sie raus. Und das ist ein ganz echtes Problem. Wir wissen nämlich, dass YouTube Sensuren durch Sammeln von Daten und durch Reklame verdient. Mit das kommt nicht von denen Suchen da an, wo die Sachen, die auf YouTube zu sehen, entstanden sind. So ähnlich geht es doch den Journalisten, denen hier Artikel von Nachrichtendiensten, wie zum Beispiel Google News, kopiert gehen oder sie gehen auch auf den sozialen Medien veröffentlicht. Die Plattformen profitieren davon der Arbeit vom Journalist, aber wenn die Leute nicht weiterklicken, für auf den Originalartikel zu kommen, also dahin, wo der Journalist die eigentliche Publikation geburscht hat, da kriegt der Journalist nichts davon. Die Verlagsindustrie wurde so zwischen 2010 und 2014 9 Milliarden Euro verloren. Das ist natürlich schlecht für die Autoren und auch schlecht für die Demokratie, wo wir gut und richtig sollten informiert gehen. Wenn wir Qualitäts- und kein Sensationsjournalismus wollen, dann müssen wir auch dafür bereit sein, zu bezahlen. Aus all diesen Gründen ist es so wichtig, dass die Europäische Kommission mit einer lang erwarteten Propos kommt, für den europäischen Copyright zu verschaffen und auf das Digitalzeitalter anzupassen. Das ist eine wichtige Reform, auch für Lützeburg. Wenn wir als eigenartige Kulturdiversität erhalten wollen und das Potenzial davon an einer digitalen Ära nach besser ausschöpfen,
Da muss man mit dem sogenannten Value Gap brechen und mit neuen Technologien die kulturell Erbechten veröffentlichen und bezahlen. Wir müssen klare Regeln schaffen, für sicherzustellen, dass die finanziellen Mittel richtig und gerecht verteilt gehen. Wenn wir keine solide Protektion schaffen, dann machen wir Tieren immer mehr groß ab für mehr Diversität und für mehr attraktive Produktionen. Aber was hat die Kommission dann eigentlich wollen? Kreateure sollen mehr Rechte kriegen, wenn es darum geht, Tarife für ihre Publikationen am Netz zu verhandeln. Und noch mehr wichtig, für die neuen Publikationen kriegen die Autoren ein EU-weit Recht, für eine faire Entschädigung zu freuen, wenn ihre Publikationen online benutzt gehen. Nein, das heißt gar nicht, dass ihr bezahlen müsst, wenn ihr einen Link auf eine soziale Media post. Es heißt aber, dass Online-Plattformen, die so Artikel oder Exträe veröffentlichen, die Revenuen davon auch mit denen teilen, die den Contenu geschaffen haben. Wenn das Recht europaweit unerkannt ist, da kann die europäische Verlagsindustrie das erreichen, was die internationalen Organisationen DAX nicht erreichen, weil sie ganz einfach nicht den Poids haben, vis-à-vis von einem Google News zu verhandeln. Aber was möchte die Kommission für den Accès zu den kreativen Erbechten zu erweitern? Es soll ein Negationsmechanismus geschaffen gehen, für die Lizenzen von audiovisuellen Produktionen auf den Video-on-Demand-Plattformen zu vereinfachen, für dass sie mehr Filme online gucken kann. Ich erinnere an die ganz junge Plattform VOD.lu, wo man die ganze viele Lützeburger Produktionen online gucken können. Für was ist das wichtig und nötig? Weil der europäische Film nach schei ist. Von allen europäischen Filmen, die zwischen 2005 und 2014 herausgekommen sind nicht einmal täuschend auf VOD. Wir verstoppen als Produktionen, währenddem als Konkurrenz überall präsent ist. Ein anderes Beispiel. Europäische Filme sind normalerweise just an 3 Staaten zugänglich, während die amerikanischen Produktionen mindestens an 7 Memberstaaten zu gucken sind. Es gibt höchste Zeit, hier etwas zu erholen. Mehr großen Zugang zu legalen Kontinuen ist ein wichtiges Instrument am Kampf gegen Piraterie am Netz, und für so die Revenue von den Kreateuren an als Diversität zu erhalten. Meiner Meinung nach sind Digital und Kultur kein Gegensätze. Sie schaffen neue und interessante Möglichkeiten am digitalen Zeitalter. Wir können viel mehr Leute erreichen und davon können und müssen die Autoren auch profitieren. Aber wir müssen es aber auch gut und richtig machen, für den Equiliber zu finden zwischen mehr Accès über neue Technologien und faire Remunerationen für die, die das Contenu schaffen. Die Proposal von der Kommission muss genau vom Parlament geprüft gehen, für sicherzustellen, dass wir so einen wichtigen Avantage wie als kulturelle Diversität nicht aufs Spiel setzen. Und das werden wir auch nicht.